das für eine Bude? Was haben wir dann? Wie heißt das? Aber, sorry. Schmetterlingseffekt. Nein. Oh mein Gott, Hilfe! Okay. Sehen wir uns das mal genauer an. Weiter geht's. Ja. Mal gucken, was da jetzt kommt. Der illustre Gentleman mit seiner 2 Wölfe hier ist bestimmt nicht der umgänglichste. Wenn der hier das ganze Jahr überlebt. Können wir uns das angucken? Ja, das blitzt. Super. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Baubehördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen die weitere Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäudes gesetzlich untersagt. Datum 12. Juni 1954. Okay, das macht das Ganze noch sympathischer. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir hier frontal reiken. Sonst riecht es irgendwie noch Seitengang benutzer, ne? Was wir doch sehen. Und, gehen wir mal rein. Okay, tatsächlich. Nein! Mist! Ich wollte mich draußen noch umgucken. Mist. Oh, Scheiße. Kapelle. So eine Scheiße. Was zum... Oh oh. Mist, jetzt habe ich das draußen noch verpasst, was wir uns hätten angucken können. Wahrscheinlich habe ich dir nochmal einen Hinweis oder so verdummt beitelt. Ich tät gerne nochmal rausgehe, wenn möglich. Yeah, wie das so lässig hier läuft. Okay, Michel, ich mag nochmal rausgehen. Ich bin mir als echt immer unsicher bei sowas. So, jetzt geh nochmal raus. Bitte. Wenn ich darf. Dankeschön. Weil ich det ganz gern do links gucke. Was ich do eventuell verschnarcht habe. Do war noch was, genau. Das haben wir auch bei dem Video in der letzten Episode noch gesehen. Dass do irgendwas war, ne? Dass do eventuell reinschluppen kann oder so, oder? Okay. Ah. Nein, jetzt habe ich wahrscheinlich nur die Sequenz gestartet und habe irgendwas in der Haupthalle verpasst. Nein, mach das nicht. Ich will wieder zurück ins Haupthaus. Scheiße. Ach Mist. Ah, jetzt habe ich wahrscheinlich vor lauter Erkundungstour-Gier verpennt, was es eigentlich gibt im Hauptgebäude. Ach, scheiße. Mann, blödes Spiel. Dass dem mal alles auf Anhieb dann klappen muss, dass man sich nicht sicher umgucken kann, wo man weiß, okay, du geht's garantiert weiter. Das ist gemein, sowas. Das finde ich echt fies. Okay, da ist nix. Da geht's irgendwo hoch. Aber das ist wahrscheinlich unser Hauptweg. Deswegen schlappen wir jetzt mal so ganz cool im 50s-Style hier rum. Und gucken, was es dort drüber noch gibt. Ach, ist das gemein. Ich will doch einfach nur alle Hinweise finden. Ich will dann den und würden wahnsinnig Film ganz haben. Mann. Die anderen Hinweise finde ich jetzt gar nicht mehr so interessant. Aber um die Totems geht's mir. Okay. Ah, okay, du kannst nicht hochkrabbler. Okay. Was ist das? Totem, Totem. Geil. Tot? Nee. Gelb wieder. Verlusttotem. Ja, das sah noch Gesichtsverlust aus. Scheiße. Wer ist denn so geknackt worden? Moment. Scheiße. War das hier? Ja. Verlusttotem in Braun. Ich habe das war gelb-kalte, aber okay. Von Mike im Sanatorium gefunden. Das ist der Matt, oder?
Die Jacke. Die Jacke. Das ist der Matt. Und was knackt denn durch den Schädel? Okay. Irgendeine Kreatur ist das. Das ist kein Mensch. Okay, alles klar. Also, Mike, die Umgebung, erkenne ich die? Nee. Mike hüt dich vor Kreaturen, die knacken da der Schädel. Scheiße. Matt. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie und wurden wahnsinnig. Mörder. Sie... fassbar weit entfernt. Vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im... Okay, das hat uns jetzt nicht weitergebracht. Sie. Das hat dann wirklich was geholfen. Okay, du kletter ich jetzt mal hoch. Ach Gott, wie er guckt. Alter. Das sieht auch ziemlich zurückgeblieben aus, der Bursche. Jetzt zeilt er noch einen ab. Drück, Oskar, drück. So, was wir da noch? Nix, da können wir da jetzt rüber balancieren, ne? Vorsichtig. Dass der große böse Wolf oder der Predator kommt. Aber ich habe nach wie vor echt im Blut, dass es sich um einen Wendigo handelt, der da draußen rumschwirrt. Und ja, 2 Unbekannte gibt's auch noch. Das ist alles etwas strange. Gehen wir da hoch. Und... Wow, Wow. schon besser. Freu dich nicht so früh. Lächle dich nicht an deiner Stelle, mein Lieber. Okay, wo sind wir jetzt? Ach so, wir sind jetzt einfach nur wieder im Haupthaus. Okay. Na gut, dann habe ich ja nichts verpasst. Ach, Gott sei Dank. Ich habe echt schon gedacht, ich dir etwas verpasse. Hinweis entdeckt, Verwaltungsnotiz. Sie haben alle rausgeworfen? Wie schnell liest denn du? Datum 4. Januar 1952 an Sanatoriumspersonal von Mr. Rouge oder Rouget. Betrifft Rettung der Bergarbeiter. Hiermit informiere ich Sie, dass die Rettung der Bergarbeiter morgen, 5. Januar, abgeschlossen werden soll. Da die Zahl der überlebenden Bergarbeiter unbekannt ist, bereiten Sie alle Betten auf Station A vor. Die Presse wird morgen vor Ort sein. Sie muss Zeuge werden, dass wir den Bergarbeitern die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Beachten Sie, dass den Besuchern von der Presse der Zutritt zur Psychiatrie untersagt ist. Nichtbeachtung dieser Anweisung würde sich schlecht auf Mr. Bragg und das gesamte Sanatorium auswirken und hat eine fristlose Kündigung zur Folge. Okay. Ja, dass da irgendwas mit Eissturz war, hoppla. Dass irgendwas mit Eissturz war, haben wir ja auch durch das Video so mitkriegt. Und ich bin höllisch gespannt, was da eigentlich 1952 passiert ist. Vor allem, weil das ja eher so noch 19. Jahrhundert aussah, was man da gesehen hat. Und das letzte Mal, als ich irgendwas mit Horrorelemente und Bergwerk als Thema gehabt habe, war, als ich das Ende Stephen King Buch gelesen habe, wo auch im 19. Jahrhundert so eine alte China-Mine, hat er die da genannt, eingestürzt ist wegen einem Dämon, der dort freigesetzt worden ist. Tuck hieß der, glaube ich, dann, ne? Und da gibt es auch eine Verfilmung dazu mit dem Ron Perlman, der den Dämon dann spielt, beziehungsweise den Besessene. Das ist auch großartig, aber mir fällt gerade nicht mehr ein, wie das Buch heißt. Es war auf jeden Fall hervorragend. Das hat mir sehr gut gefallen, das Buch. Und auch der Film ist relativ nah an der Buchvorlage gewesen. Also, beides echt nicht verkehrt gewesen. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ich mal wüsst, wie das Käse hat. Und du drei erinnert mich einfach ein bisschen. Okay, du kann ich nichts mehr machen. Das war Schlosser. Und die Wölfe haben Hunger, denn er wird wahrscheinlich nicht nur ein Knochen reicher. Desperado war es aber nicht. Wie hieß dann das Buch? Ich kann es echt nicht mehr sagen, wie es Käse hat. Aber vielleicht kennen das so. Und du drei erinnert mich halt einfach, ne? Na? Wo muss ich dann jetzt lang? Ich habe jetzt auch keine Ahnung. Ach, der Neve kann ich noch lang, ne? Ja, hoch komme ich nicht. Dann gehe ich nur durch hier und untersuche das nochmal. Sieh mal
Das Blackwood Pines Sanatorium, eröffnet 1922. Mens sana in corpore sano. Mens ist der Geist. Ah, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Korb, oder? Mens sana in corpore sano, gesunder Geist in gesundem Körper. Situs est hätte noch drunter stehen müssen, wenn es geheißen hätte, sitzt in oder wohnt in oder natus est oder sowas, ne? Ne, nicht natus est. Natus est ist geboren. Dann wäre es dann gesunder Geist in gesundem Körper. Das klingt auch so nach 20er Jahre Einrichtung. Aber jeder, der Latein gehabt hat, ich hab's zwar 8 gehabt, aber ne, nicht so besonders gut drin. Wer gut Latein kann, der darf mich gern verbessern, aber ich glaube, das bedeutet einfach nur gesunder Geist in gesundem Körper. Guck ich mich da nochmal um. Wow. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Geht's auf? Das aufhebble Mike. Kann ich nicht, oder? Noch einmal. Okay, hätte einfach nur mehr drücken müssen. Ja? Jawohl. Sau gut, was gibt's da? Hinweis entdeckt. Stechuhrkarten. Das ist krass. 30 Stechuhrkarten. James Bullingard oder sowas. Ich kann es nicht lesen, wer das war. Okay, 1952 auf jeden Fall. Stechkarte. Wahrscheinlich von den Bergarbeitern. Ne? Oh, hoppla. Nee, das wollte ich nicht. Okay. Wie es aussieht, kriegen wir doch noch alle Hinweise. Ach, wenn ich dann da rumzick und dann, nee, ich wollte doch noch gucken. Da habe ich mich anscheinend unnötig aufgeregt, weil ich habe hier noch alle Hinweise gekriegt und habe auch kein Totem verpennt. Und es wäre schön, wenn es so weiterging, weil ich will gern Totems verpennen. Okay. Gucke ich mich da noch kurz um. Da hinten ist noch was blitzt. Das will ich auch noch sehen. Ach, eine Kamera. Hm? Modernis kann ich mir die kaputte Kamera. Kann ich mir die angucken, die Bilder? Gerade mal bei der Hinweise gucken. Das ist unter 1952. Okay. Die Linse dieser Kamera ist zertrümmert. Sieht aus, als hätte das jemand mit Absicht gemacht. Okay, ja krass. Dann war noch die Stechkarte. Die wollte ich mir jetzt auch nochmal angucken. Eventuell gibt es auch noch eine coole Notiz dazu oder so. Finde die Schlüsselkarte zum Öffnen der Kapellentür. Ah, okay. Das hatten wir alles. Der Unbekannte, haben wir alles geguckt. Verwaltungsnotiz. Das war das, ja. Und ein Stapel von 30 Stechuhrkarten aus der Mine, eingeschlossen in einem Safe. Das bedeutet, dass 30 Bergarbeiter in der Mine eingesperrt waren. Wow. Ja, krass. Dann hat man die noch von der Zwillinger. Tennisfoto. Hannah holt Bronze beim Alberta Junior Invitational, okay. Gerahmtes Foto von Hannah beim Tennis. Porträt der Washington-Zwillinge. Das muss ein paar Monate vor ihrem Verschwinden aufgenommen worden sein. Okay. Ja, super. Dann die Sache, ich mache an der Stelle wieder einen Cut. Grob in der Uhr verschätzt. Oh Mann. Das passiert, wenn man nicht auf die Uhr guckt oder die Facecam zur Kontrolle hat. Mann, Ometer, das war ein bisschen zu früh gegrüßt. Wir haben natürlich noch 10 Minuten. Yes, das ist ja leid. Und weiter geht's. Ich habe echt schon gedacht, wir wären bei 25 Minuten. Hab mich aber total verschätzt von Draufgucker. Normalerweise habe ich ja die Facecam immer so neben dran, dass ich dann sagen kann, dass wir jetzt die Zeit überschritten haben oder dass wir im Zeitrahmen sind und so weiter. Und ja, das kann passieren, wenn ich die Facecam zur Kontrolle nicht dabei habe. Ich verdummbeitel das häufiger mal mit dem Zeich. Mit der Uhrzeit. The Alberta Post, 9. Januar 1952. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines.
Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood-Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest-Mine im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood-Sanatorium behandelt. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer des Northwest Mining Company und des Blackwood-Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptet er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass der tatsächliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. Und die Linse zertrümmert absichtlich. Jefferson Bragg, das könnte unser Eugene sein, ne? Den wir doch immer bei dem Totem-Video sehen. Das Jefferson Bragg, dem hat hier die Mine gehört, die ganze Mining Company hat ihm gehört und ihm hat das Sanatorium gehört. Interessant, jetzt habe ich zumindest mal einen Namen, jetzt muss ich den Kerl nämlich Eugene nennen. Jetzt würde ich den schon mal aus Hypothese Jefferson einfach mal nennen, ne? Ja, cool. Man kriegt immer ein bisschen mehr mit. Das finde ich sehr geil. Also auch gerade die 1952-Sache gefallen mir sehr gut. Okay, hoppla. Das wollte ich nicht, Mike. Ich wollte das hier wieder angucken. Hier finden wir viel 1952-Sache. 6.1.1952, medizinischer Bericht, Bergarbeiter, Nummer 42. Behandelnder Arzt Dr. N.H.F. Bowen, medizinischer Bericht, Bericht zutreffend. Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Aufnahme. Bei Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Unterzeichnet Dr. Nicholas Henry Fowlis Bowen. Doch so viel. Okay, das ist sehr, sehr cool. Es hieße irgendwas mit den Bergarbeiter wegen Eissturz und wurden wahnsinnig. Und das scheint wohl hier basiert zu sein. Die haben sie hier behandeln wollen, sind wahnsinnig geworden. Und 1954 hat man dann das ganze Gebäude stillgelegt. Ja, geiler Scheiß. Geiler Scheiß. So langsam fängt das Spiel echt interessant zu werden. Ja. Aber wie gesagt, nimmt man den fiese Cut nicht übel. Das kann halt mal passieren, wenn ich die Uhr nicht im Überblick habe. Und ich mache das auch bei der nächsten Episode definitiv wieder besser. Und achte mal wirklich auf die Uhr. Bei der letzte Episode war es ja auch so, da war es dann 29 Minuten, weil ich gedacht habe, wir wären bei 9-10 Minuten. Mann, das wird echt gefährlich, wenn ich Facecam habe. Die brauche ich anscheinend wirklich. Okay, na, so, beweg dich, du Hansel. Shake your booty. Eine Krähe. Nix zum Fürchten. Scheiße. Krass. Oh, Machete. Ja, die nehmen wir mit. Die Machete nehmen wir mit. Machete ist immer gut. Da halte ich sehr viel davon. Vor allem nachdem sein ursprüngliches Gewehr abgeschmiert ist, ist es wohl wirklich besser, so ein Ding dabei zu haben,
Ich will die Wölfe eigentlich nicht umbringen, ne? Ich hasse es, Tiere weh zu tun. Und ich mag die nur vor der äußersten Notfall haben und ich will deine Tiere auch nicht weh tun. Wie gesagt, ich hasse es wie die Pest, Tiere weh tun zu müssen. Okay, es hätte mich aber auch interessiert, was da passiert wäre, wenn ich den Elch da umgebracht hätte. Der da verletzt war von der Kreatur. Steht noch was an der Wand? Das ist... Was könnte... Wie viele Tagen werden sie uns hier festhalten? Wer würde denn... Okay, also waren die Minearbeiter hier eingesperrt und wurden wohl sehr stark beaufsichtigt. Ne? Okay. Da geht's aber woanders hin noch. Ich glaube, da geht's tiefer rein in die Sache. Und daneben war noch ein Seitenraum, den ich mal angucken wollte. Hier, ne? Hier ist ein Seitenraum noch, ne? Ist da noch irgendwas Schönes, Interessantes, Cooles? Nee. Du latscht da hier irgendwo rum. Und... Oh, Achtung. Wir hätten sie beim Duschvorhang schon gehabt. Achtung. Oh, scheiße. Ein elektrischer Stuhl. Ach du Scheiße. Fixierstuhl. Ah, okay. Hinweis entdeckt. Fixierstuhl. Ein Stuhl mit Lederriemen, um Patienten zu fixieren. Es befindet sich Blut darauf. Sieht aus, als hätte man ihn in einem seltsamen Experiment verwendet. Ach du Scheiße. Aktualisiert. Update. Das muss die Kamera sein, die in dem Zeitungsartikel erwähnt wird. Jemand wollte unbedingt verhindern, dass diese Bilder an die Öffentlichkeit gelangen. Update. Der Bericht erwähnt 12 Bergarbeiter, aber aus der Mine wurden 30 Stechuhrkarten geholt. Es gibt keine Hinweise darauf, was mit den anderen 18 Bergarbeitern passiert ist. Ja, krass. Ja, das war das, genau. Ja, geil, dass ich die... Was war denn hier los? Ja, geil, dass sich die Hinweise hier selber nochmal aktualisieren. Okay, kann ich doch rein? Ich habe schon gedacht, das wäre ein elektrischer Stuhl. Aber nee, da wurde wohl jemand fixiert. Die kranken Schweine haben wohl gern zugesehen. Ja, genau. Wollte ich nämlich 8 Grad Sache und 8 mit kranke Schweine. Danke, Mike. Mir scheint uns immer ähnlich zu sein. Ja, die andere kranke Schweine haben da wohl wirklich von der anderen Seite zugeguckt und hier ist irgendwas passiert. Ne? Also irgendwie wurden die Patienten hier behandelt. Manometer. Aber, ihr liebe Leid, jetzt ist es tatsächlich Zeitfahren. Cut. Und wir sehen uns dann morgen, wie gesagt, wieder. Ihr seht gleich, was beim... Oh, Wolfschatter. Ihr seht, was beim nächsten Mal passiert, ihr liebe Leid. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, Iron Yankee. Was hängt dran? Füttert er sie? Hinweis entdeckt, seltsamer Schädel. Todesursache, schwere Fleischwunden am Unterleib. Art der Verletzung, Fleischwunden durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Okay, ja, ich halte mich etwas fern von dir.